Herzlich willkommen bei der Dezember-Sendung von ADR Tele. An heusinn tabt Iwerschriften vun dieser Emission. Bei der Chamberdebatte von der Rekordpetition 2007, de iwwer 18.000 Unterschriften krut, und deputéiert vum Majoritéit an CSV Maske Fälle gelos. Se wëlle ke Verfassungsreferendum. D'ADR kämpft dogéint weiter fir e Matsprocherecht vun de Bierger am Kader vun der Reform vum wichtigste Gesetz vum Land. An der Stadter Gemeng stéist de Projekt vun enger Fußgänger a Velosbrick zënter 15 Joer op Widerstand bei vielen Awohner. De Stadter Gemengekonseiller Roy Reding huet sech lo beim Wort als eenzeschen géint de Luxusprojekt, den aktuell op mans 24 Millionen Euro kachte soll, ausgeschwert. Wir weisen ech fir wat dat so ass a wat d'Awohner soen. Den Impfdruck, den immer mehr akut gëtt, de vun der Regierung imposéierten 2G fir Freizeitaktivitäten an den obligatorischen 3G op der Arbeitsplatz. Alles dat huet dozo gefauert, dat tausende Leute méi massiv op d'Stroos ginn. Reaktionen op die Doropsinn gräser Diffamationskampagne vu Press a Regierung. Da proposéieren ich nach Duspruch fir Christär vum Nationalpräsident an nach eng Rei aner interessant Beiträge. Den 20. Dezember ass de Stöchdatum fir d'Lëtzebäier Bierger fir op hire jeweilschen Gemengen iwwer hir Ënnerschrift e Referendum fir den échten Deel vun der Verfassungsreform anzufuerderen. 25.000 Bierger sinn dofir neideg. Firrun war jo bei der öffentlicher Petition 2007 weit iwwer 18.000 Ënnerschriften ze Summe kom. E neue Rekord fir eng Petition, déi e Referendum iwwer dat wichtigst Gesetz vum Land als Ziel hat. De 25. November war d' Debatte an der Chamber mat herno enttäuschten Petitionären. Vir der Chamber ass eng kleng Unterstützungsmanif aufgehale ginn, ma wat gefärt ginn ass as auch agetrat, anzwer dat dat dringend Biergeruleies fir e Referendum am Plenum op d'Af Oure gestos ass. Das ist die tragische Situation, in der wir sind. Der Techte Bannen, da wird viel geschwärzt gehen, mit wird nicht dabei rauskommen. Die größten Parteien werden in ihrer Position festhalten. Sie hatten ein Referendum versprochen, sie sind nicht Versprechen gebracht und sie machen kein Referendum. Obwohl so viele Leute unterschrieben haben, obwohl 54% gesagt haben an der Umfrage, dass Politmonitor-Umfrage, nee, von den 22% nie gesagt, und 54% gesagt, sie wählen ein Referendum, 70% von den CSV-Wählern gesagt, sie wählen ein Referendum, also eine Majorität von dem Volk will ein Referendum, mehr der Bannen, da wird die Majorität leider kein Referendum. Ziel von ihrer Petition als die Regierung oder die Chamber ein Referendum über die Verfassungsreform organisieren soll, und man den Bürger über die neue Verfassung dezidieren lässt. Dat Blo-Rot-Grün plus CSV hiet Verspriechen halen an am Kader vun der Verfassungsreform Referendum aufhalen, dat das ohne Zweifel d'Hauptforderung vun de Petitionären am Kader vun ihrer Petition 2007. Wenn ihr wollt, dass da irgendeine Wähler an diesem Land an irgendeinem Dossier von Klimaschutz über Steuergerechtigkeit bis hin zu sozialem Wohnungsbau an Zukunft nach irgendetwas gelebt, dann ist es ein von ihr initiierten Referendum, den er letzten Chance ist. Der Vertrauensverlust an Politik als eng Sache. Me hude eng Idee, wie dann eng neue Verfassung akzeptiert geworden die Leute, wenn sie nicht per Referendum ugeholt wird. Weil schon dass am Laufe der Zeit auch eine Diskussion entsteht über den oder den Verfassungsartikel und dann ist vielleicht auch die Gefahr dabei, dass Leute so, man mir goufen nicht gefroht. Aber wir müssen loheimer mit der Realität leben, die aber vielleicht noch nicht legitimiert wird. Das natürlich sieht ihr das Risiko, dass auch die neue Verfassung ein Akzeptanzproblem krit van eben net dem Referendum gegen 4 gelöscht gehen. 2018 wurde das versprochen. Alle Guten wurde das versprochen. Wir werden nicht mehr anhalen, das kann ich nicht nur vollziehen. Egal, wer neu oder geändert gehen ist, etwas, was versprochen ist, als versprochen. Das ist kein Versprechen, das ist ein Versprechen. Und ich denke, alle Guten, die haben Kinder, die haben Enkelkinder, die wird selber ein klein. Wer reagiert oder wer reagieren, der kann an der Enkelkinder, von denen er es verspricht und die halten nicht.
Ganz erstaunlich war dun, dat quasi alle guten Deputéierten just iwwer d'Inhalter vun der Verfassungsreform diskutiert hun, vum Hauptuleies vun de Petitionären wollten sie aber nicht wissen. Es schwngen heier se klar Förderung vun 18.000 an Appppes Leiit a kurzer Zeit zu Summe kom, die Summe hätte dat de Wahlverspreche gehaleget. E Wahlverspreche gehaleget. An he setzen zwei Leute so den Obje aus dem Referendum an dat aus dat wat man haut sollen diskutieren. Die ganze Recht wat an den Artikel steht, wie soll interpretiert gehen, ob dat do Familie, ob dat Monarchie oder so. Dat solle mir an einer kontroverser öffentlicher Diskussion machen an net iwwer Zeitungsartikeln, die mé e-Seite net sie kennte. Wir brauchen eng open Diskussion über alles. Dat wat de Kontinu geht mit die Herren die Haupthäuser sitzen. Die kommen für ihre Wahlversprechen anzufordern. An schon nach monetieren, dat den Trottinettkrut, den Perdkrut, den Autokrut oder sos Appeskrut der Leute erklärt wird, wie sie dann dat Wahlversprechen net willen anhalen. Dat fehlt noch immer. Aber das Referendum versprach gehen, et geteilte Referendum gefrot von 18.000 an Appes 18.600 Fehler, am sie kriege kein Antwort. An Schmengen diejenigen, die Sache gelehnt krute, wie den Herr Deutsche das enger Parabel durchgestalt huet, die sollen der vanlicht die Antwort gehen für Wert gehen sie net die Referenden der versprach aus. Ich will allerdings so im Herr Karteiser wann dat erlaubt als dass Petitionären wat den Objet von ihrer Petition ugeht, so klar waren, dass sie eigentlich keine Pressesprecher brauchen. Iwerdem huet de bloe Staatsminister, den och präsent war, deitlich gemacht, dat d' Regierung mat engem Referendum neicht ze diewel hunn. Wie wonnertet? Für mich der Respekt wie vom Engagement, ich fand das wichtig, wie du versteht als Regierung, ist in total dezidiert durch Verfassung, durch Texte, auch von der Gesetzgebung. Ich wollte just als mein Schlusswort festhalten, dass ich wirklich ob die frohen für wat keine Antwort kriegt heute mit ich. An dat Schlimmste ass, dat doch die zweite Etappe, nämlich die Referendumsprozedur, déi fusive courageierte Bierger am Kader vun eng Initiativkomitee offiziell lancéiert gin ass, bal onméiglech gemerket, an dem sech Minimum 25.000 Bierger am Land op ihr Gemengen deplacéiere mussssen fir ze erschreiwen. Das ist evident, dass es die Leute so schwer gemerkt, wie es nicht mehr geht, dass sie nicht schreiben können. Also ich fand das wirklich, entschuldigt, wenn ich das Wort gebrauchen soll, okay, sich persönlich attackiert finde. Ich fand lamentabel, zum Beispiel nicht möglich, dass das alle Guten, die letzte Woche im Ausland studieren, die par ailleurs aber wahlberechtigt sind, hier, wenn sie da wählten, hier stimmen für ihr Referendum könnten aufgehen. Also für alles muss man bei mygife.lu gehen, also das kann ich keinen Schreck mehr machen, kann ich bald nicht mehr atmen, ohne bei mygife zu gehen. Und hier ist es aber nicht möglich, für sich online für ein Referendum anzuschreiben. Was profondément undemokratisch vis-à-vis von all den Lützeburger Bürgern, die am Ausland sind, an die froh aber interessiert, weil sie vielleicht am Ausland leben, kann haben, die an 20, 30 Jahren von den Konsequenzen von der Verfassung, egal wie sie wird ausgesehen haben, betroffen werden sind. Also das kann ich nicht nur vollziehen, für was das nicht möglich soll sein. Beim besten Willen nicht. A fir d' Referendumsfro am Kader vun der Verfassungsreform kritisch ze belichten, dofir begreesnech Lot Mandy Kréier, CSV an Gambia-Parteiien wëllen de Referendum iwwer dat wichtigst Gesetz vum Land mat alle Mëttlen verhënneren. Ne? Ja, das ist richtig. Also, ich meine, wir kennen die Diskussion über die Abteilung von dem neuen Verfassungstext an 4 Kapiteln. Und das ist die Angst, dass sich so ungelöst ist, dass die 4 Kapitel noch effektiv zeitversat eigentlich diskutiert oder gestimmt in der Chamber. Das ist eine ganz andere Sache. Am Ende kommt, müssen die Leute 25.000 Wähler, die 4-mal müssen op die Gemengen schreiben, für ihr Referendum zu kriegen, etwas, was sie eigentlich als selbstverständlich 4 Runden Wahlen versprochen haben. Und das ist am Endeffekt eine Schikane. Und darüber hinaus wird ja auch refusiert, für die Leute die Möglichkeit zu geben, sich zusätzlich auch können, einfach über den digitalen Weg an den Listen anzuschreiben. Das ist nicht verständlich, wie das mal schon 20 meint, immer nicht und Herz gelöscht kriegen, wie wichtig es wäre und dass es nötig wäre,
dass wir Sozialdistanz halten, aufgrund vom Coronavirus. Und ich meine, an der Zeit ist ja auch gewesen, was alles möglich ist. Und sie viele Sachen an die Wehr gelegt gehen, ermöglicht gehen, für über den digitalen Weg zu fahren, für eben dann die Sozialdistanz eben zu behalten. Aber wenn es um das Referendum geht, dann ist den digitale Weg gar keine Solution. Das könnt gar nicht froh. Und mir kriegen ja erklärt, dass die Entwicklung von der Digitalisierung die ist nicht abzuhalten und die Leute haben einen Aktionsplan für digitale Inklusion präsentiert. Und wir wissen auch, dass immer mehr administrativ die Marschen, die heute nicht mehr analog können gemacht werden. Dass es da schon viel ging. Aber ein Referendum über den digitalen Weg frohen. Muss man da Hand in der Schrift gehen? Genau, das ist nicht machbar. Und dann, wenn wir gucken, die auch relativ rezenten Entwicklungen, was Gemengewahlen zum Beispiel angeht, da haben sie angefordert, dass ein ausländischer EU-Bürger und Drittstaatler eben auch die Möglichkeit haben, für sich über mein Guichet digital und Wählerlisten anzudrohen. Da seid natürlich keine Problem. Jidverin als Afverstane, Jidfri findet eine gute Sache. Und es geht auch als Plus für die Demokratie verkauft. Aber wie den ADR-Deputierte Werner Karteiser anfangs des Jahres an der Chambre ein Gesetzesvorschlag deponiert hat, für die Leute, die sich für das Referendum wollen und Löscht androhen, für denen die zusätzliche Möglichkeit zu geben, das auch können auf dem digitalen Weg zu machen. Da war das keine Option, das war eine Sache von der Unmöglichkeit. Genau. Das heißt, bei den Regierungsparteien und bei der CSV ist einfach ganz klar, kein Willen da, für sich und jetzt Wahlversprechen zu halten und den Leuten ihr Referendum zu geben. Bon, der kriegt dann auch von den anderen Parteien in der Stadt. Sie wollen die Leute beeinflussen und ihnen sagen, wie sie zum neuen Verfassungstext sollen stehen. Stimmt das? Ja, nee, das ist definitiv nicht der Fall. Ich meine, es stimmt. Es stimmt, dass der DDR ganz engagiert an dem ganzen Verfassungs- respektive Referendumssujet ist. Und das Sujet auch ganz stark thematisiert und noch klar dominiert hat. Das muss ich wirklich sagen. Was aber nicht gesagt wird, dass wenn die Regierungsparteien, nehmen eng von den Regierungsparteien oder CSV, hier die Wahlversprechen gehalten hätten, dann hat ein ADR sich nicht müssen so engagiert, für dass die Leute überhaupt etwas von der ganzen Sache mitkriegen und gewohnt gehen. Dafür hat die ADR sich schon für Moment ganz engagiert gewesen, als ich angesagt für eine breit und kontroverse Diskussion, so eine Informationskampagne. Und ja, die DDR steht klar hinter dem Referendum, sie plädiert doch für das Referendum. Aber was heißt das dann? Das heißt nicht anders, wie dass die DDR auf den demokratischen Akt vom Referendum besteht, wo keinem etwas geholt wird. Bei dem demokratischen Akt soll dem Bürger den Verfassungstext minobruch gehen, sie sollen darüber informiert gehen. Und danach soll der Bürger frei wählen, ob sie den neuen Verfassungstext wollen unholen, ob sie dafür sind oder ob sie sich dagegen ausschwätzen. Das nicht mehr, nicht Männer. Und los wir auch nicht vergessen, dass die 4 Parteien das Referendum auch nicht für nichts an ihrem Wahlprogramm stehen und versprochen hatten. Ich meine, sie wissen ja ganz genau, wie wichtig es für eine Demokratie ist, dass der zweite Wort über den Verfassungstext nicht von der Chambre geholt wird, sondern vom Volk selber über das Referendum. Weil der Konstituant, der Verfassungsgeber ist nicht die Chambre, das ist das Volk, die Nation. Das heißt, die DDR will die Leute jetzt Recht losen, setzt sich dafür an, dass die Leute zu ihrem Recht kommen. Während die 4 anderen Parteien, die ich genannt habe, während die auf dem neuen Verfassungstext geschafft haben,
an eng hört nur der andere opstellen, für dat die Referendum auch jo nimmer net zustand könnt. Sind dann eigentlich nimmen Regierungsparteien an CSV am Fehler? Ja, also ich mengen Press muss ich so war dem Bierger Highlighter auch kein Großhölf. Sie waren eigentlich mehr damit beschäftigt, für sich ob die Leute, die sich kritisch gegenüber der Corona-Politik weisen, anzuschießen. Am Platz, dass sie das Referendum weiter thematisiert hätten, versicht hätten, die Leute über den neuen Verfassungstext zu informieren oder sie ob manst für das Sujet zu sensibilisieren. Und ich fand ganz besonders schön, weil eben noch viel Gemengen, wie sich herausgestaltet, viel Gemengen kein großen Engagement gewiesen haben, für hier Anwohner für das Sujet zu sensibilisieren und über die Modalitäten von der Referendumsprozedur zu informieren. Und dann nicht zu vergessen, die Regierung, ich meine, die Regierung möchte sich heute recht einfach, indem sie einfach darauf hinweist, dass das Ganze eine Sache von der Chambre ist. Mit der Regierung hat ja schließlich auch eine Rolle an der Organisation von den Abschreibungsmodalitäten bei den Gemengen. Es hat die Regierung nicht daran gehindert, was sie die Gemengen motiviert oder sogar unterstützt hätten, für das, wo wir mit einem Informationsbrief zu sensibilisieren. Also ihnen einmal auf ihr Recht hinzuweisen, an die Wichtigkeit davon auch zu erklären. Und damit hat sie auch können weisen, dass sie effektiv wirklich und ein demokratischer Staat lebt. Mit der das nicht geschieht. Leider nicht, so der Mandikräer. Merci für all das Explikationen. Merci auch. Zter de Projekt vun enger Fußgänger a Velospasserell vum Staater Schäferrot fir 15 Joer präsentéiert ginnners, gëtt vu viele Bierger massiv Opposition dogéint. Vun den betroffenen Kartien Neidorf, Zenz a Weimeschaft sinn et Dawunner aus dem Neidorf, déi sech am meeschten géinten bald schon grésewahnsinnsche Projekt vun op manst 24 Millionen Euro wieren. An dat aus gutem Grund. Am Avantprojet den Ugangs des Joers firstalt ginnners sollte iwwer 70 Meter héich Spreck 18 Millionen Euro kachten, 6 Millionen sinn lo zusätzlich nach dobeikom, plus Entretiensarbechten, die bei 200.000 Euro pro Joer leiien. Op all seit vum Dall gi fir de Bau vun der Passerell dann och nach 2 intakt Bëcher zersteiert, an dat er se wonne Punkt fir vill Bierger aus dem Neidorf an dem Weimeschaft. Dat weil Sektion Staat vun Natur an Umwelt noweise kont, dat et sech hei de Liwensraum vum U handelt, der gréisster Eil an Europa also. Den U steht op der roter Lëcht vun de geschützten Äten, an hai am Land sollen et dann nach schüst gut 20 Steck ginn. Alt nees soll also an der Stadt e wertvolle Biotop zersteiert ginn, dat erinnert de Schëtter Marial Kirchbiersch. Punkt as genau den, dat war die so eng gering Politik gemerket, eng Politik vu Nohaltegkeet, eng Politik vu duser Mobilitéit, aber der war komplett vergeesket, dats der Teil Natur zersteiert gëtt, dat den Habitat zersteiert gëtt, dat 80.000 Tonnen Ramble rausgol gin, dat 3.000 Tonnen Betonhäuser gegoss gin. An dat das ganz einfach ekologisch net sinnvoll, das alles Ähnliches wie nohaltig, das am Mengen geringen Bling-Bling-Projekt, Prestige-Projekt, den terribel daier gëtt, iwwer 24 Millionen wës mal losschauen, den Leiithai am Neidorf fir Liwesqualität nach en Kirov setzt. Dawunner aus dem Neidorf si sech iwwer dem Sëcher, dat sie de seelenen Nuelsvoll schon an Urcht geholl hunn. Haiier se Futter, well ha si viel Kurben an noch Gemeis an all dingen Datei an dem beschlefen, der tillt jo vun ernährten sech jo. Ech muss lo ha soen, dass Meeren ganz oft am Neidorf heieren. Ech will lo ha ihr Beispiel nach nennen, den 18. Juli hatte mir am Gerd, wat so héich as ungefähr wie Datei, wär mir zu 12 Leiit du an die kennen dat alle go bezeien, dass vu 14 bis 14 schon net schon überall gesot, dass den Uhai gejagt huet, also gebrillt huet. An du hun ich gesot, dat das den well fir wert, well ich dat wees, ich kennen de Klang, ich sinn am Eisleck opgewurs.
Am Staater Gemengerot schenkt sech an diesem Fall iwwer dems kaume Mënsch Surgen um den Schutz vun der Natur zu machen. Huet Elisabeth Mark für der CSV vu Villacher gesperrt. Wie et geht heidet Villacher, geht et 3 Spatzen am Geld. Et geht hei den Uhu. Den Uhu Narrenkeier wer vom Ausstierwe bedroht. An das vielen Ustrengung zu verdanken, dat mir werhäten a bisschen Uhu am Land hunn. An de gin so also hier Habitat get einfach futti gemer an plus gët die Bricke dann noch na illuminéiert. Den Uhu as een Nutzfurel, dat hecht de Jod Nuz. Den kann net verblendet gin, da kann den net wie Joer. Dat gët dem onméigich gemerk. De muss ha fortplnneren. Gëtt vun ha verdriwe wann de Projekt do gemerke. An ich fand ganz gut, dat Bierger sich schweren, dat sich zu summen do an Interessegemeinschaften an noch dat ze gerichtlich do fir wann ha Baugenehmigungen erdeelt gin, da sind de net konform am Mengen Äen zur europäischer Direktiv, die ganz klar seht, dat wann en geschützten Äd bedroht das, dat da muss eng meisserieux Impactstudie gemerken. Dobei sind die betroffen Anwohner net prinzipiell géint eng Wëllosbrick iwwer dem Neidorf, sie hatten se schon 4 Joren fir eng Alternativplatz ausgeschwert, Meno beim Dorf Kär. Ich wiederhole nach enkeier den Neide van die aner 2 Syndikater wären net der Gegend fir Ichen eng Brick, min net op enger Platz, wo e ganze Biotop zersteiert gët. Merkt dat fir die viel Millionen, die du rausgin op eng Platz, wo der Leiit profitieren, net an enger Brust oder eng Niemandsland wo kemen schicken. An fir e Prestigeobjekt zu hunn, muss mir net ha hunn, weil sowieso die Prestigeobjekt, du gesäst die just op der Kornisch. Den Impfdruck gëtt also immer méi akut, zëntert Regierung den 2G fir Freizeitaktivitäten an den obligatorischen 3G op der Arbeitsplatz imposéiert huet. Sie huet dommer der Chlor eng Matresponsabilitéit, dat samstes de 4. Dezember tausende Leiit manifestéiere gange sinn, an noch de samste Stropp mat dee Bekannten folgen. Samstes Demonstrationun Glasi war op de soziale Netzwerker ugekënnecht ginn, an eng et Leiit wären dem Opruf nokom. Mat dabei och Einzel ADR-Membren, die net mitginn, die wichteg Forderung nobausen ze droen, dat COVID-Impfung absolut freiwillig muss bleiwen, an dat et keng Spleckung vun der Gesellschaft derf ginn. Sin haut hai als Privatperson fir all die Leiit ze unterstützen, die fir Freiheet sinn, fir de Schwa, ob en sech will impfen lassen oder ob en sech net will impfen lassen. Mir sinn oder ech sinn geimpft, sind noch 4. Impfung, aber ich sinn op alle Fall fir freiwillig gehen. An den zweiten Punkt, die werde ich sinn, als fir anzutreten fir Solidarität steht geimpft an denen net geimpften agent der neen spalten wat von einer Regierung gefordert wird. Dann muss ich auch noch so, dass für die Leute einen Test zu imposieren, für können schaffen zu gehen. Diese müssen 20 € den Tag bezahlen, 400 € den Monat. Das ist da eine Gemenge, die Leute so etwas abzudrohen. Da sollen sie Testen gratis machen und dann möchte das doch Sinn, aber so geht das nicht. Eng ganz Reihe Bierger, mat denen mir geschwert hunn, sind der Meinung, dat Regierung mat der Ukënnegung vun de neue mi restriktive Moosnamen eng Grenz iwwerschrott huet, fir an allem dem Covid-Check op der Arbeitsplatz. Die einen gehen sich testen, die anderen müssen sich nicht testen, die können schaffen gehen, die einen müssen bezahlen, für schaffen zu gehen. Und das ist einfach eine Ungerechtigkeit, natürlich wie mit Gesundheit zu sehen, das ist einfach für die anderen Druck zu setzen, auch für massiven Druck zu machen, dass so viele Menschen Leute sich einfach impfen gehen. Och Duprochen op der Kinexvis gongen an die nämlech Richtung. No den Interventionen vun einzelne Bierger gonget spontan vum Staater Pargaus ganz friedlech a Richtung Boulevard Royal, fir dunn Richtung Christ Mer ze goen, wo et bei der gëlle Fra zu bësse méi movementéierten Zähne kom, mat dat Press hai vu Gewalteskalationun geschwert huet, wär scho ball lächerlech. Nach der all weist leider just déi pu Biller, déi effektiv Christmate vun kaguléierten ja sech opgespielt hunn an do bisssen solo einfach Terror gemacht hun, dat das ganz richtig an déi gi och just gewiesen. An ich fand ganz traurig, dass dann iwwer 5000 Leiit so die vermeiert gin, déi friedlech gesungen hunn, gedanzt hunn, denen net gutgängers an wann will, die können an mein Post gucke go für all guten die Loren belehren findet vor und da können gucke wat Leiit für Statement aufgehen hun. An dat sie Leiit wie dir nicht, dat sie Leute, die noch nie opgefallen sind, dat sie Leute die eng Firma, sie Leute die sind schaffe beim Staat, sie Leute die
was wie sech an alle Sektoren an alle Schichten, die dat in drinnner kommentieren, an die auch dat soen. Me ich fand traurig, dass RTL net mal enke dene Leiit och bünen gëtt an noch de Leiit enke Schweze leist fir zu gucken, wat dann de samsten de 4. Dezember da wirklich geschieht das. Manéier wie dun Poli de samste Stropp bei der COVID-Manif an der Staat virgangen ass, wärwer absolut net verhältnismäßig gewircht. Ich meine, wenn die Leute so am Neck drauf, wie sie das gemacht haben, samstag, als nicht mehr normal, dass die Reaktion von den Leuten kommt. Aber sonst war nicht zu erwarten und war wahrscheinlich auch gewollt, wie gesagt, die Regierung sieht immer, wir geben Dialog sicher, wir haben ganz klar gewiesen, die sind den Abschaum, die hat nicht immer das der Gesellschaft zu dienen, auch wenn sie immer predigen, wenn sie im Rednerpult stehen, sie geben für jeden Frieden ausstehen. Also wenn Haier die Bilder nicht gesehen hat, dann die Videos, die gepostet sind, wenn die nicht so, dann hat nicht über eine sanitäre Krise, sondern just politisch nach für uns wirklich an den Neck zu drücken, dann bin ich kein wieder mehr. Da die bis lo hat sich erwiesen, dass sie einzig sind, die Hand im Volk stehen. Das muss ich wirklich so. Und ja, da braucht ihr nicht froh, wie weit das kriegt, ne? Das regelrechten Hohn, dat Deler vun der Presse der Reformpartei Schuld und der wie sie behaupten Gewalteskalationun bei der Manif vom 4. Dezember ginn. Dem noch hat der DR Leiit schon mi lang fir Drun bei ihrer berechtigter Forderung nur eng Verfassungsreferendum opgestöppelt, so heescht et donner dannrem. As enge Intervention an der Chamber huet ogéint de Ferner Karteiser worechte präsentéiert, déi natilech net um Gu vun der Regierung an noch net vun de Deputéierte vun der Majoritéit waren. Wo laien ënnerscheder tschen dem wat der Staatsminister an Äner Redner gesot hunn an der Politik vun der ADR. En nächten ënnerscheet ass fleich den, dat mir net probéiere méiglest vill Demonstranten mat verantwortlich fir dat Schlecht behoelen vun Einzelnen ze machen. Mir wësse jo, dat Kasseuren am Ausland geschieet. Herr Karteiser, dat du hast Rëm so eng auszukommen. Herr Karteiser, dat du hast Rëm so eng auszukommen, wo der am Gange sieht. Präsident. Wo hast dat geschieet, weil der Lograt gesucht wird? Onmanéierliche Behoele. Ja, ich sie gern onmanéierlich mal. Der stimmt dazu, onmanéierlich zu sehen. So dreist, weh von der Redner, der zu so Herr Karteiser, so dreist der. Herr Keut nicht. Dir schwätzt vu Demokratie a Lust mech mal heine schwätzen. Schwätze vu manieren. Ich gern onmanéierlich van der Lit an Zukunft sinn. Der Lit Dauer als Fi gelaf van der Anschlift wird die Steierung aufrechnen. Zu deitlech ass die Tentationun, die mir a viele Stellungnahmen a Presseartikel gesinn hunn, fir Lose zu machen, als wären all déi, die sich kritisch zu der Corona-Politik von der Regierung positionieren, irresponsabel, alle so gut tendenziell gewalttätig. Es wird probiert, eine Opposition gegen die Regierung zu diskreditieren, sie dadurch zu marginalisieren, für sie dann auch können am öffentlichen Diskurs zu delegitimieren und dann auszuschließen. Wir erkennen das net wie vun der ADR. Wir erkennen dat die allermeescht von denen Demonstranten neicht ernstcht machen, wie hier Opposition zu der Regierungspolitik friedlich zu manifestieren, an der das hier recht. Wir hole sie echt respektieren hier Meinung. Wir setzen als Martieren Ideen ausnehmen, gucken als Partei, wo wir Martinen d'accord sind, an noch wo net. Wir wundern als Velo auch an viele Pressenorganen. Probiert die Responsabilität für die Manifestation wenn es samstag inklusiv den Mannerscheine Seiten der ADR zu gehen. Und aus dat weil mir der Regierungspolitik kritisch gegen die verstehen an als Pflichten als Oppositionspartei höhlen oder vielleicht auch weil mir ein Referendum über Verfassungsreform wille, wo dir Wort gebracht hat und du das profitiert oder weil mir op Freiwilligkeit von den Impfungen insistieren. Verschiedene Journalisten schreiben autoritativ vor Rechtsradikalen, von denen Poli bislo nicht weiß, auf jeden Fall nicht darüber gesucht. Wir wissen just, dass verschiedene Manifestanten aus dem Ausland kommen, dass das der Wissensstand wissen wir nicht. Und dafür froh wir uns, wenn Presse mehr weiß, da soll sie tun, mir so dass das schon freier Fund, das gilt ja nicht, das darf nicht sein. Es ist nicht von ungefähr, dass der Vertrauensverlust an Presse
iwwer die lächt Jore rapid fiest. Wir Männer Surgen op Information, Qualitätsjournalismus an Objektivität, lo an der nationaler an der internationaler Presselandschaft lo wirklich de Standard sinn. Et das ke Wunder, dat viel Leiit Sozialmedien nach als méi zuverlässig gesinn wie en Deel vun der Presse. Lust mich dat so, well ich zu denen geheieren, die sich ganz viel Surgen im Land machen. Dat Press Leiit und öffentliche Pranger stellt as sie mischt degutant. Die Leiit okay fabriersche Gemer sind eng einer Meinung. Guckt mal Tageblatt von Haut. Du ge Leiit, die absolut neicht gemerk hun gin Heimatartikeln gewiesen, an dat sind mat Foto gin se ha gewissen, dat ass de mittelalterliche Pranger. An dat sind dacks dieselvech Presseorganer, die dem Herr Reding reprocheieren par inadvertance den dat gemer eng Telefonsnummer vun engem Journalist zu publizeieren, die Hai normal Bierger, die eben eng Menung hunn, die dann dem Tageblatt eben net Passport, das an der Reihe, mit die Idee haben mat Foto publiziert. Wir sind net mir am Mittelalter, dat geht net. schon auch persönlich ein Problem mat war Leiit als Schwurbler, Covidioten an so weiter bezeschend gehen, dacks von den selvichte Leute Demokratie, Respekt an Meinungsfreiheit predischen. Ich fand auch vieles intellektuell und moralisch bedenklich. Ich fänke aber nicht unfir Leute, mit denen ich nicht d'accord sind, verbal zu erniedrigen. Lust mich das ganz klar so, da der hat nicht, da der verurteilt gewalt, mir sie hört eng einer Politik für die Regierung. Mir die Konsequenzen der Freiwilligkeit von den Impfungen. Auf freiwillig hecht ohne Druck. Mir will kein materiellen Druck auf Leute ausüben, die Steuertester, die nur 24 Stunden gut sind. Wir wollen, so wie wir all, Pandemie bekämpfen. Wir wollen, dass jeder Gelegenheit hat, sich impfen und no impfen zu lassen. Wir militären für den massiven Ersatz zu gratis Tester. Wir wollen, dass der Staat am öffentlichen Raum, am öffentlichen Transport an de Schulen an überall do wo nedig as effikaz Schutzmaßnahmen hält. Ich will als allererst den Polizisten, die letzte Samstag in WW und eine ganz herzliche Merci so. Sie haben ein ganz gut Arbeit gemacht, sie haben deseskaliert. Sie haben ein Modell Arbeit gemacht an Pomsche spielen die immer gern. Ja, das ist auch eine Unerkennung an das Fremde. Aber Polizei hat die Arbeit gemacht an der Sicherheitspolitik mit Regierung, aber nicht. Und wir freuen uns, und das ist auch wichtig für die nächsten Demonstrationen, als Polizist, wie sie in der Regierung hinter engem steht oder wie sie nicht. Halt op, Leute zu diskreditieren und zu diskriminieren, nicht mehr, weil sie eine andere Meinung haben wie dir. Halt op, Leute einseitig eine Pandemie responsabel zu machen, die wir nehmen zu summen als solidarisch an den Griff kriegen. 2020 sollten de Plan vun der Regierung no 40.000 Elektrogefierer am Grand Duché zougelos sinn. 2021 sind net mal 8.000 so Gefierer ugemeldt. Lo hält die Regierung géint de Wëlle vun der Majoritéit vun der Bevölkerung en neuen Ulaf, fir bis 2030 de Verkehr vu Gefierer mat Verbrennungsmotor zu verbieden. De Fred Keup huet an der Chamber und de gesunde Mënscheverstand appelléiert. Am September 2017 huet den François Bauch an engem Interview am Tageblatt gesot, wir wollen 40.000 Elektroautos in Luxemburg. Dat war gedurcht fir Joer 2020. An Tageblatt nur gefrot, ist dieser Plan realistisch? An der Minister huet geantwortet, es ist immer noch ein Ziel, das wir anstreben und das meiner Meinung nach auch realistisch erreicht werden kann. Et sind aber haut nach keine 40.000 mit nur geguckt, sind da lo 2021 am Oktober rund 7.000 Elektroauto in die Lützeburg immatrikuliert sind, Manner wie 2% von einem ganzen Fuhrpark. Doch wie ein rezent Info dat gewiesen huet von TNS Ilres, wo eben vorgestellt gehen, dass sie der faire Verbot von Immatrikulation von Auto mit Verbrennungsmotor an Hai waren 21% für so ein Verbot, aber 64% gegen so ein Verbot. Es geht am Anfang nicht die Mobilität, aber es geht auch nicht den Auto, es gibt verschiedene Formen, es gibt individuelle Bedürfnisse. Und wir hatten bislang ein riesiges Offer an Südfreikonto sein Choix machen. Wir haben ein Auto für Familie, ein Auto für den Stadtverkehr, Auto für das schwere Gelände, Auto für viel zu transportieren, Auto für jeder Leute, Auto für sportliche Fahrer.
Wie die Regierung selber schon an einer parlamentarischen Frage geantwortet hat, sind die aktuellen Elektroautos nicht bereit für gewisse Aufforderungen zu erfüllen. Dann gibt es natürlich das allgemeine Problem, den man bei Elektroautos nicht viel selten Erde für die Herstellung vom Elektromotor, von der Batterie benötigt, die zum größten Teil aus China vorkommen und noch sonst an menschenrechtlich problematische Länder aufgebaut gehen, zum Beispiel der Kobalt aus dem Kongo. Lässt sich auch nicht begrenzt zurückverfolgen, es für eine Quelle der Strom stammt für die Elektroautos, weil der Strom muss ja irgendwo hier kommen. Dann stellt sich vor, ob wir wirklich garantieren können, dass der Strom nicht aus fossilen Energien hier kommt, weil dann hätten wir ja nicht erreicht, der Punkt CO2-Emissionen. Wir wissen aber, dass hier in Europa noch immer ganz viel fossile Energie benutzt wird. Solange das so ist, kann ein Elektroauto am Anfang auch nicht in dem Sinn emissionsfrei sind. Zur CO2-Bilanz von den Elektroautos ist zu sagen, dass ein Elektroauto nicht unbedingt besser ist wie ein Diesel oder ein Benziner. Die Herstellung von einem Elektroauto verbraucht zwischen 70 und 130% mehr Energie wie die Produktion von einem Auto mit Verbrennungsmotor. Also deutlich mehr Produktion. Aber bis zu einem gewissen Kilometrage behalten Diesel und Benziner eine bessere Bilanz, das heißt, produzieren mehr CO2 für ein Elektroauto, wenn man natürlich dann mehr fahren nach der Mutter dann drin zu stehen. Allgemein könnte eine Weiterbelastung über das Stromnetz durch, und das, obwohl die Regierung den Gesamtverbrauch vom Strom bis 2030 reduzieren will. Op Elmen an der Scheiner Gemeinde Kirlen entsteht gerade ein Vorzeigeprojekt für bezahlbaren Wohnungsbau. Das ist eine ganz flotte Sache. An Hai und Leute keine Garage mehr bei ihrem Haus, also noch kein Parkplatz mehr bei ihrem Haus, dafür, dass sie eben nicht sollen am Auto fahren. Wenn sie ein Auto haben, was die meisten aber Werte noch haben, gibt es groß zentral Opfangparkinger, wo sie da müssen 200-300 Meter gehen, für bei dem Auto zu kommen. Aber was liest denn auf der Internetseite von den Daten nachgucken geht, ich zitiere, le premier parking comprend 202 emplacements pour voitures, dont 10 pour voitures électriques. Le deuxième parking, quant à lui, dispose de 188 emplacements, dont 10 pour voitures électriques. Also, da muss man mal erklären, wie das zusammenpasst. In 8 Jahren wollen wir 50% Elektroautos haben und die wollen den Verkauf von Benziner- und Dieselautos in 2030 verbieten. Und dann haben wir 10 von 202 Parkplätzen für elektrische Autos und all die anderen nicht. Wie passt das zusammen? Für mich ist das ein bisschen ein Zeichen, dass da irgendwer auch selber nicht drüber lebt. Und das okay doch keine Job. Und ich meine, dass das den Leuten auf der Börse muss erklären, weil das versteht keiner. Und der Turmes hat gestern gesagt, ich wäre depressiv, weil ich die Euphorie nicht gedeelt habe. Das ist absolut nicht depressiv, Herr Turmes, das ist realistisch. In der ganzen Hysterie am Platz Steuerregulationen, Zwangverbote zu machen. Und wir sollen aufbauen, weiter auf die Forschung vertrauen, auf die Technologien, die da sind und die gut sind, auf den gesunden Menschenverstand. Dazu zusammen mit denen, die betroffen sind, das sind Bürger, die man mitzählen, Familien, Konsumenten und das auch die Industrie. Konkret, den Auto mit Verbrennungsmotor kann nicht mehr durch technologische Fortschritt, die von den Bürgern freiwillig akzeptiert wird, verdrängt werden. Christtag bleibt das schönste Familienfest und ist das wichtigste christliche Fest vom Jahr. Wobei auch ein friedliches Zusammensinn von unserer Gesellschaft am Mittelpunkt soll stehen. Und in dem Sinn proposieren ich einen Christausspruch vom Nationalpräsident Jean Schoß. Live Light. Da draußen und den Bildschirmer als Präsident von der ADR, also es mir ein Herzensangelegenheit, ich haut von hier aus eine schöne Christzeit zu wünschen und ein gutes Neujahr. Wir hatten mit 2021 sicher nicht einen von den besten. Es gab eine Pandemie da draußen am Land, mit Covid. Wir hatten eine Flambé von den Energiepreisen und auch der Wohnungsbau hat sich nicht wirklich entspannt, sodass viele Familien nicht wissen, wie sie am Ende des Jahres hier 2 andere Beine kriegen sollen.
Christ der ist aber trotzdem eng Zeit, wo ihr vielleicht auch ein Kier am Kreis von seiner Familie oder seiner Freund auch liegt besinnlich Ideen huselt und über das nur denken, was eigentlich als Werte an der Gesellschaft sind. Werte, die an der letzter Zeit zu verschwannen schenken, aber die trotzdem wert sind, darüber nachzudenken. Ich schwätze da von Solidarität, von einem Gemeinschaftsgefühl, von einem nicht Ausgrenzen von Menschen, weil sie andere Ideen haben, vielleicht wie die ich selber habe. Natürlich ist das alles nicht einfach, aber es muss eine Lösung finden. An dem Sinn hoffe ich, dass die Feiertage, die Lobbeis durchkommen, als eine Gelegenheit gehen, für das wir immer ein bisschen Frieden an unserer Gesellschaft kriegen. Und ich wünsche euch an dem Sinn ein ganz schönes Christusfest, eine gute Rutsch. Und wir wünschen euch all in 2022, was all die Probleme löst, die wir 2021 nicht gelöst haben. Wir haben von ADR Tele so nicht lo merci, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt euch Doc an auf Apart TV gucken. Denkt daran, für euch regelmäßig auf unserer Internet- und Facebook-Seite zu informieren. Wir wünschen euch von dieser Platz aus ganz schön Feiertage, eine gute Rutsch an das neue Jahr. Bleibt gesund. Adi, bis die nächste Woche.